Grüß dich mit Karin und der Niedermann. Also das weiß ich wirklich noch wie heute. Da war ich als kleines Mädel im Kindergarten und habe das erste Mal in meinem Leben eine Gitarre gesehen. Weil die Erzieherinnen natürlich immer Gitarre spielen und ich habe das Ding so super gefunden und habe dann immer bettelt, damit ich die Gitarre kriege. Ich habe da dann immer wegen so umeinander natürlich, keine Ahnung, so ein kleines Mädel mit so einer Riesengitarre. Keine Ahnung, was das ist, und dann habe ich so lange auf meine Eltern aufgebenzt, bis ich dann wirklich endlich eine gekriegt habe. Und dann habe ich halt so mit 8 Gitarrenunterricht gekriegt und seitdem spiele ich einfach leidenschaftlich und genau. Ja, ich habe bei uns daheim versucht, ich war dann nach meiner Ausbildung in Franken, war ich noch mit 2 Jahren daheim in Wasser und habe da Unterricht gegeben. Ich wollte dann irgendwie auch einmal eine Band gründen, aber irgendwie hat das alles nicht so hingehauen und die 3 Jahre in Dietelsbühl, also an der Berufshochschule für Musik, wo ich da war, da habe ich einfach so gute Freunde eben kennengelernt und dann einfach mit denen auch beschlossen, weil wir weiterhin, nachdem wir fertig waren, noch immer gut in Kontakt waren, dass wir einfach gerne eine Band miteinander machen möchten. Ich meine, das sind lauter Profimusiker und ich bin total froh, dass die mit mir spielen, und also war eigentlich der Hauptgrund, warum ich nach Nürnberg gegangen bin, wegen der Band. Und weil es halt einfach auch zentraler ist. Ich bin halt von Passau dann immer in ganz Bayern, wenn ich meine Konzerte gespielt habe, da bist du wirklich ewig unterwegs, von Zipfel unten bis du dann immer irgendwo bist. Und Nürnberg ist halt einfach ein wenig zentraler. Da bin ich nicht mehr so viel auf der Bau unterwegs, weil das Autofahren ist dann schon immer nervig, wenn du so viele Kilometer immer fahren musst, da radelst. Ja. Bei mir ist es so meine allerbesten Freundinnen, die hat es eigentlich alle auch ein wenig verschlungen. Also die eine studiert in Regensburg, die andere ist in Erlangen, studiert da, also ist gleich ums Eck, der kann mich dann auch öfter treffen. Die andere studiert in Passau. Aber wir schaffen es dann doch immer irgendwie wieder miteinander in Urlaub zu fahren oder uns einfach irgendwo zum Treffen. Spätestens am Geburtstag, wenn einer hat, haben wir dann wieder alle beieinander. Aber was ich schon auch arg vermisse, das ist einfach meine Familie. Also da daheim, das Häusl, da wo ich aufgewachsen bin, meine Mama, mein Papa, meine Schwester und ihr Freund, der auch da wohnt. Also das ist schon bei uns einfach ein sehr guter Zusammenhalt und auch immer wieder die, wo wir ein wenig runterholen, die wo dann ab und zu mal wieder sagen, wenn ich zu viel Gas gebe, hey Karin, gehen wir mal wieder ein wenig runter. Und die erden mich einfach und kann auch jederzeit, wenn irgendwas ist, heimkommen, und wir haben echt ein sehr gutes Verhältnis alle miteinander. Das schätze ich total, weil es nicht einfach der Fall ist, so häufig. Ich glaube, ich bin nicht so der Stadtmensch. Ich brauche die Natur um mich herum, weil ich einfach so auch aufgewachsen bin. Ich glaube, in so Hochhäusern, wo es betoniert ist und kein Baum ist und kein Blärme, da hält das nicht aus. Also, wie gesagt, ich wohne ein wenig außerhalb, brauchst zwar eine Zeit, bis du in der Stadt drin bist, aber ich brauche das einfach, dass ich mir ein wenig rausgehen kann, weil sonst drei durch. Ja, die Leute haben einfach wieder mehr Bock drauf, dass Sachen in einer eigenen Sprache hören und nicht irgendwie Englisch oder, sag jetzt mal, Hochdeutsch, sondern sie wollen halt einfach wieder so wie schmatzen, wollen sie auch die Musik hören. Das ist jetzt Pfälzer, Niederbayern oder Oberbayern. Also Frankenszene gibt es anscheinend auch schon, obwohl Lieder machen die da irgendwie auch sich, also noch im Feuerwehr. Vorbei. Ja, nein, das ist einfach wieder das Wir-Gefühl, dass man stolz ist auf seine Heimat, kommt, glaube ich, einfach wieder mehr.